Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind hier im Winterschlafbecken stecken geblieben und zwar haben wir ja die coole Gestalt von dem lieben Teddybär, sage ich ihm jetzt einmal, bekommen. Und zwar können wir uns jetzt in einen Fuchs verwandeln und können da immer wieder mal ein bisschen umeinander jumpen. Ich finde die Fähigkeit jetzt wirklich so nice. Ich finde die so nice, aber ich würde sagen, wir machen uns direkt einmal auf zu der nächsten Quest. Die sollte sich gerade unterhalb von dem riesen Teddy befinden. Und zwar nehmen wir da rein einen Frosch. Ja, Sali! Seid gegrüßt! Seid ihr wegen der Anima hier? Proglo hat sie gut verwahrt, falls sie für Wildsamen gebraucht wird. Diese verfluchte Spriggans und diese verseuchten Kreaturen sollen sie nicht bekommen. Proglo ist eine der tapfersten Seelen im Ardenwald. Ihm entgeht nichts. Tromanien Aliote hat gesagt, ihr würdet Anima verwahren, mit der wir einem Wildsamen helfen können. Aber gewiss, Proglo hat dieses Anima für genau einen solchen Fall aufbewahrt. Bitte gebt euch wohl und sollt ihr etwas brauchen, vergesst nicht, dass Proglo eine tapferste Seele im Ardenwald ist. Danke Proglo, ich werde diese Anima verwenden, um den Wildsamen zu helfen. Nice, wir haben von ihm das Anima erhalten, aber ich muss da, wie es aussieht, jetzt einmal irgendwie rausgehen. Jetzt da hinten, jetzt können wir direkt dem Wildsamen helfen. Die haben sie jetzt hier in die Mitte rein verfrachtet. Okay, erzählt mir vom Geist. Im Wildsamen. In diesem Wildsamen ruht eine mächtige Triebkraft der Natur. Als sie starb, wurde ihr Geist direkt in den Ardenwald gebracht. Es ist uns eine Ehre, für sie zu sorgen, während sie träumt und sich auf die Wiedergeburt in ihrer Welt vorbereitet. Eine Sache ist jedoch interessant, sie scheint euch zu kennen. Merkwürdig, nicht wahr? Ah was? Irgendetwas in dem Wildsamen kennt uns? Das heisst, irgendeine Geistergestalt, die gestorben ist in der echten Welt, also nicht in Schattenlande, sondern in der echten Welt, kennt uns. Das heisst, es muss jemand da drinnen sein, wo wir schon mal begegnet sind. Ich bin bereit, mit dem Ritual für den Wildsamen zu beginnen. So, dann schenken wir ihm jetzt mal ein bisschen Anima, in der Hoffnung, dass die Albträume vorbeigehen und damit es dem Wildsamen besser geht. Weil es aussieht, ist es halt auch eine wirklich mächtige Kreatur und dann müssen wir doch hoffen, dass wir der helfen können. Nein, die Albträume bleiben. Wir brauchen mehr Anima. Aber es ist grösser geworden. Es ist riesig geworden. Weiß, wo wir mehr bekommen. Er weiss, wo wir mehr bekommen. Das heisst, wir haben etwas zu tun. Trefft euch mit Arlon in Tirna noch. Wir treffen uns außerhalb meines früheren Hains. Dort ruhen Erinnerungen und Verlust. Okay, Ich komme mit. Vielleicht kann ich helfen zu finden, was wir brauchen. alles klar. Dann würde ich sagen, let's go. Lauscht der Geschichte von Tirna noch. Yes, Geschichtli! Wow, es fängt Pfingster an. Die Wildnis erzittert vor meinem Zorn. Der Schleier des Albtraums fällt. Endlich schlafe ich erneut den tiefen Schlaf im großen Wald des Jenseits, bis ich der Wildnis erneut dienen kann. Wow. Willkommen in meinem Hain, mein Freund. Meine Königin, ich beschütze diese Seelen in ihrem Winter. Ich sorge dafür, dass sie in ihrem Frühling wiedergeboren werden, was auch passiert. Ich schwöre es, meine Königin. Ich schwöre es. Ruht in Frieden und träumt.
Diese Dürre findet einfach kein Ende. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel. Wir haben keine andere Wahl. Entzieht diesem Hain alles. Alles. Nein! 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 Das ist mein Hain! Ihr werdet sie nicht zerstören! Aralon! Wir sind nicht eure Feinde! Jeder, der meinen Hain bedroht, ist mein Feind! Ich stehe unter Eid! Meine Königin! All die Zeit habe ich geglaubt, dass ihr uns rettet. Und jetzt schickt ihr Plünderer zu meinem Hain. Wieso? Wisst, was bevorsteht. Der Ardenwald stirbt. Wir müssen ihn retten. Die Königin hat die wilde Jagd gerufen. Euer Hain musste sterben, damit andere leben können. Opfert ihr eine Seele für das Wohl des Waldes? Oder werdet ihr euren Eid halten? Ihr habt ein reines Herz. Ich werde eure Wahl respektieren. Ein letztes Mal dient ihr der Wildnis. Ihr werdet nicht vergessen. Vergebt mir, mein Freund. Das ist mega traurig. Sie hat auch schon Tränen in den Augen. Es tut ihr richtig weh, was sie da muss veranstalten muss, um den Ardenwald zu retten. Also es ist... Ich jage für euch, meine Königin. Für den Ardenwald. Und die Seelen, die noch zu retten sind. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Das war die Geschichte vom Aralon, also von Tir na Nog, Echos von Tir na Nog. Wie es aussieht, war er eben der Heimschütze, verstehe ich das jetzt richtig? Also es war wirklich mega beeindruckend, was man jetzt alles gesehen hat, was die eigentlich alles veranstaltet, nur um den Ardenwald eigentlich zu retten. Müssen sie sogar Seelen opfern und so weiter wegen dieser Dürre. Die Frage ist einfach, was verursacht die Dürre? Ist das jetzt wirklich, weil alles einfach in den Schlund hineingeht, oder? Das ist das, was mich die ganze Wunder nimmt. Was verursacht denn überhaupt die Dürre? Lauscht der Geschichte von Tir na Nog. Das haben wir doch jetzt gerade gemacht. Nein, das ist nochmal das Gleiche, das können wir eigentlich überspringen, das ist nicht böse gemeint. Wie es aussieht, habe ich einfach nochmal, können wir da mehrmals sogar die Geschichte anschauen, also ich könnte es jetzt nochmal anschauen. Dann würde ich aber mal sagen, dann machen wir uns auf den Weg weiter zu unserer Hauptquest und dann hoffen wir, dass wir herausfinden, warum die Dürre existiert. Dass man vielleicht irgendwie den Ardenwald eigentlich retten kann, ohne dass man all die Wildsamen muss ihre Essenz entziehen, dass sie nicht wieder geboren werden im Ardenwald. Weil ich frage mich einfach, was passiert die ganze Zeit, oder? Wenn sie da die Essenzen ziehen und sie gar nicht in dem Ardenwald wiedergeboren werden, was passiert mit diesen Seelen? Werden sie einfach ausgelöscht in der Dunkelheit? Landen sie im Schlund, oder
Was genau, ich glaube, die Geschichte kann noch mega interessant werden, was da im Ardenwald los ist oder im ganzen Schattenlande. Warum da eigentlich so eine Dürre herrscht. Also ich bin mega beeindruckt, eben auch die Winterkönigin hat ja wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ja. Was ich noch entdeckt habe, ist einfach, das ist jetzt Tir na noch. Das ist einfach die Geschichte von Tir na noch gewesen, nicht von ihm. Okay. Alles klar. Also nicht von dem Typ, sondern von Tir na noch, von dem Gebiet, wo wir jetzt eigentlich sind. Alles klar. Was mir noch aufgefallen ist der, wie heisst er? Der, wo wir ganz am Anfang gesehen haben, neben dem Bär. Mit M fängt er an. Malfoy oder irgendetwas in die Richtung, nicht Malfoy, das ist Harry Potter. Maluzien, irgendwie so etwas. Der tut in Azeroth eigentlich den Wald bewachen und ist mit der Tyrande unterwegs. Der ist bei dem Bär zugesehen. Also es war wirklich eine mächtigere Seele, die mit ihm zusammen dort mal gekämpft hat. Wahrscheinlich auch gegen die Legion und so weiter. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal weiter. Quest beenden. Nehmt, was ihr könnt. Nehmt geplünderte Anima aus Lagern in Tir na noch an euch. Annehmen. Die Wurzeln lesen. Untersucht die ausgelaugten Seelennetze in Tir na noch, um die höchste Anima-Konzentration im Hain zu finden. Tut, was ihr tun Annehmen. Oh, da haben wir nochmal eine Quest. Sammelt gestohlene Andenken von getöteten Gegnern in Tir na noch. Annehmen. Also wir haben gerade 3 Quests aufs Mal, die sind alle in dem Gebiet da vorne. Dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns doch mal drum. Wir sind schon im 5. Kapitel angekommen. Also ich glaube, es geht nicht mehr lang, bis wir herausfinden, was da genau los ist oder was da genau falsch läuft. Aber wie es aussieht, wenn wir ein paar Gegner töten, ein paar Sachen einsammeln und noch grössere Pünktchen erledigen, wie Sünden untersucht und so weiter. Also das sind, glaube ich, in dem Fall Gegner. Dann passiert das, was ich glaube schon mal erwähnt habe. Man nutzt eigentlich den Krieg und die Gegner aus, um ihnen das Anima entziehen, um im Schlussmoment dann auch eigentlich den Ardenwald retten. So, geplündertes Anima. 3 Stück. Die müssen wir töten. Sehe ich das richtig? Eigentlich nicht, oder? Komm, wir töten die jetzt töten. Ich habe Lust drauf. Wir töten sie jetzt einfach. So, noch schnell unterbrechen. Habe ich es nicht geschafft? Oh. So, jetzt aber unterbrechen, jawohl. Das kommt gut. Du traust Schreckenswirkerin. Schreckenswirkerin. Was ist eine Schreckenswirkerin? Ich glaube, das macht niemandem etwas aus, wenn wir die aus dem Weg räumen. Ist das Zeichen am Boden gut oder ist das schlecht? Ich lasse jetzt einfach mal. So, was ist das? Heilende Motte. Die heilt das einfach. Okay. Da vorne haben wir noch so ein Kistchen. Wir nehmen das einmal. Meine Drachenfalke und du können wir da mal schon mal angreifen, als ihr zwei. So, nochmal 7 Anima gesammelt. Also eigentlich klauen wir wirklich jetzt von den Gegnern Anima, um können den einen Wildsamen, mit dem wir verbunden sind, können wieder erleben. Den Geist da drin wieder zu erleben. Und die haben auch gestohlene Andenken. Das heisst, wir müssen wirklich auch schauen, dass wir dann genug von denen abmetzeln. Damit wir auch von denen genug Andenken bekommen. So, let's go! Da haben wir noch gestohlene Anima. So, die greifen wir gerade an. Dich greifen wir auch an und dich greifen wir auch an, weil ich habe jetzt vornehmlich die Fähigkeit hier rauslassen. Hä, was machen die da hinten? Ah. Das ist ein anderer Gegner, der noch durchgelaufen ist. Okay. Ich glaube, so haben wir gerade viel aufs Mal töten. Wir haben trotzdem nur 1 bekommen. Ja, moin. Dann kann es sich so nur eine Stunde handeln. Oh, Jägeli. Irgendetwas ist da vorne, also das Sünden untersucht. Also da müssen wir sowieso, das heisst, wir können eigentlich alles töten, was uns da im Weg kommt. Wofür kämpft ihr? Ach, ihr steht mir immer alle im Weg, wenn ich looten. Die haben auch alle vom Aussehen her etwas von dem Loki da. Also der hat den Helm da drauf an, mit dem Typ, den wir auch schon töten müssen. Der auf dem Wildtier drauf war. Ich glaube, das war sogar die letzte Folge, wenn ich mich nicht täusche. Loki oder so etwas hat er geheissen. Ja, moin, ich muss die eigentlich auch töten. Soll ich dir helfen? So, komm. Da helfen wir auch noch schon mit. Wir sind nicht so asozial und lassen uns das Zeug machen. Wir nehmen mal Essen und die heilende Motte. Einfach aus Prinzip. Und da können wir noch schnell die Sünde untersuchen. Untersuchen! Und dann haben wir noch ein bisschen Animasse sammeln. In der Nähe. Lasst uns weitersuchen. Okay, irgendwo da. Ist das auch das Schicksal meines Hains? Ach, Jägeli. Das kann ich dir leider nicht sagen. Jetzt wissen wir wenigstens, was mit Hain gemeint ist. Es sind wirklich so die verschiedenen Orte, wo Wildsame aufgezogen werden. Also so eine Eingrenzung. Kann man so sich vorstellen wie Zürich, Bern und so weiter.
Zürich wäre ein Hain von ihr zum Beispiel. Also gut, Zürich ist ein bisschen gross, würde ich jetzt mal behaupten, aber man kann sich das, glaube ich, ein bisschen so vorstellen. So, da Anima haben wir langsam schon, also mehr als die Hälfte zusammen. Also das kommen wir gut vorwärts. Da haben wir gerade nochmal 3 Krüge, die wir einsammeln können. Und da hinten befindet sich dann irgendwo noch das nächste, was wir einsammeln müssen. So, let's go. Komm. Ah, schade, jetzt habe ich gehofft, da gibt es gerade noch so eine Waffe. Also gestohlenes Andenken. So, dann töten wir mal dich, dann gehen wir da rauf. Da oben ist die nächste Zünde, die wir anschauen müssen. Das wäre Nordwest untersucht. Gehen wir mal Nordwesten untersuchen. Dann hoffen wir, dass wir da vielleicht noch auf etwas treffen. Da haben wir noch irgendetwas zum Aufnehmen. Jawohl, nochmal 2 Anima. Da oben haben wir noch recht viel Anima zum Einsammeln. Nice, also die Anima haben wir schon mal komplett zusammen. Ich würde sagen, wir untersuchen jetzt einmal das Seelennetz von Nordwesten. Wir kommen näher. Wo könnten die Drost so viel Anima verbergen? Sie sammeln es für einen finsteren Zweck. Okay, okay. Das heisst, wir machen uns auf, um zu schauen, wo die das Anima bunkert haben. Und dann holen wir uns das und dann schauen wir mal, was aus dem Wildsamen rausschlüpfen wird. Verzeiht mir, meine Königin. So, da wäre gerade das letzte, da haben wir Nordost untersucht. Und dann sollten wir eigentlich genug Hinweise haben, um den Ort zu finden. Die Drost müssen die Anima im Herz des Hains horten. Aber er ist schon so lange verdorrt. Okay. Vielleicht haben die sterbenden Haine sie in den Adenwald gelockt. Okay, alles klar, sie sind wie sonst im Heinz mit drin irgendwie. Wie ich das jetzt verstanden habe. Aber das Problem ist, wir brauchen noch mehr Waffen. Andenken. Da fehlen mir noch 4 Stück. Das heisst, wir müssen noch ein paar töten. So, komm, Drachenvolk kann immer auch mal aufheilen. Und weisst was? Einfach aus Prinzip raus und ich dich markieren. So, na, hat ein bisschen viel Leben, aber ich hoffe eigentlich darum auf gutes Glück, dass wir direkt das Andenken bekommen. So, let's go. Andenken? Nein, aber 4 Gold. 4 Gold ist auch mal etwas. Wieder ein gutes Pätzchen für uns ins Kessel, damit wir dann später vielleicht uns etwas Gutes leisten können. So, dann nehmen wir gerade den nächsten ins Visier. Let's go. So, da fehlen noch 3. Es geht aber recht langsam vorwärts mit diesen gestohlenen Andenken. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So, machen wir das gleiche Prinzip nochmal. So, dann können wir nämlich gerade gegen mehrere aufs Mal gut kämpfen. So, dann hoffen wir, dass wir da vielleicht gerade 2 Andenken aufs Mal bekommen. Mal schauen. Nein, nur 1, okay. Also wir können etwa so rechnen, 3 Gegner gleich 1 Andenken. Also dadurch haben sie sich aber wirklich etwas überlegt. Also 5 Andenken hätten eigentlich völlig gelangt, aber dass wir die Quests können besser miteinander verbinden. Was ich ein bisschen scharf finde gerade. So, dort haben wir noch eine heilende Motte. Gerade mal noch essen schnell. So, nochmal ein Andenken aus 2 Gegnern. Würde ich sagen, die Motte sollte mich heilen, hä? Jawohl, okay. Dann suchen wir da nochmal ein paar Gegner. Wir gehen jetzt lieber mal da rauf schauen. Damit wir da auch schneller wegkommen. Komm, gib mir das letzte Andenken, du Nudel. Komm. Komm, komm, Löli. Stirb, stirb, stirb und gib mir das letzte Andenken, das wir benötigen. Nicht? Oh Mann, schade. Da haben wir gerade 2 Gegner aufs Mal. Ich glaube, dann kümmern wir uns gerade mal schnell um die. Dann können wir nämlich einmal ein bisschen bessere Hoffnung haben, dass wir jetzt mal das Andenken bekommen. So, Drachenvolke könnte man noch mal schnell heilen und 4 Abend. So, das letzte Andenken, jawohl, nice. Dann haben wir alle Andenken zusammen Quest beenden und die nächste ist schon am Start. Tötet Wrot, Bollwerk von Throns und macht euch auf den Weg zum Herz des gefallenen Baums. Okay, let's go! Wir müssen einen Endgegner besiegen und müssen uns ans Ende vom Baum machen. Dann haben wir so viele Gegner. Können wir die nicht einfach alle ignorieren, irgendwie? Versuch's jetzt mal ignorieren. Einfach mal durchreiten, mal schauen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Tut mir leid für den ganz kurzen Unterbruch. Es hat irgendwie einfach die Aufnahme abgebrochen.
Weitergegangen bin ich nicht. Ich bin eigentlich nur um die Ecke, habe schon alle Gegner, die uns verfolgt haben, gekillt. Und ich würde eigentlich sagen, wir machen uns direkt weiter auf den Weg. Tut mir wirklich leid für den kurzen Unterbruch. Habe wirklich viel verpasst, haben wir nicht, außer dass ich ein paar Gegner getötet habe. Und jetzt würden wir uns eigentlich aufmachen, den anderen zu besiegen. Der sollte sich eigentlich... Was da oben drauf? Ah, dann müssen wir da oben drüber laufen. Okay, let's go. Let's go! Dann gehen wir ihn töten und ihm schnell den Gar ausmachen. Und einmal wirklich, tut mir leid für den Unterbruch. Es hat einfach die Aufnahme abgebrochen. Es hat nur noch gestanden, zu wenig Speicherplatz und ich Nudel habe dann einfach mal schnell ein paar Sachen noch löschen. Und nehme direkt weiter auf. So. Dann töten wir die mal schnell, damit wir auch wirklich Ruhe haben. So nicht aufreiten und dass sie mich die ganze Zeit dann noch verfolgen. So, so, nice. Dann haben wir die auch erledigt und dann würde ich sagen, dann machen wir uns direkt einmal auf. Weiter rauf. Da oben wartet er schon. Rot. Einer der Drost. Und er ist groß. Er ist gross, ja. Aber kein Gegner für uns. So, dann töten wir ihn mal schnell. Ich glaube, wir sind dann langsam da oben. Ist im Fall der Mittelpunkt von dem verdorrten Wald. So, wir haben einen fast, den Löli. Nice. So, dann haben wir ihn besiegt und da oben ist der... Zum Herz des Hains. Vom Herz vom Hain. Okay. Schauen wir uns mal an, was da oben noch so los ist. Wofür kämpft ihr? Quiz beenden und annehmen. Überdauert. Wir halten die Drust auf. Was, muss ich Barrieren töten? Ah, ich muss auch Barrieren, ihr kümmert euch um den Gegner. Anima. Könnten wir damit nicht euren Hain heilen? Und meinen? Unsere Haine sind tot, Nia. Wir müssen das akzeptieren und sie gehen lassen. Es So. muss einen Weg geben, zurückzubringen, was wir verloren haben. Irgendein Mittel gegen den Schmerz. Ja, sie wurden für wünscht den sich- Artenwald geopfert. Wir können nur kämpfen, um ihn zu schützen. So, dann schnappen wir uns das Herz von Tino noch. Jeck. Sehr gut. Benötigt ihr die wilde Jagd? Quiz beenden. Es sind einfach zu viele. Schützt das Herz um jeden Preis! Hä? Irgendjemand unterstützt Kann man uns. doch nicht allein lassen, nicht wahr? Nun, kommt schon. Die Arbeit wartet. Lady Mondbeere hat, wie es aussieht, uns gerettet gehabt. Also mit einem Schlag die ganze Armee ausgelöscht. Aber ich persönlich würde an dieser Stelle sagen, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit dem Schweiz. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Nochmal tut mir leid für den kurzen Unterbruch. Und ich würde sagen, wir werden dann sehen, was Lady Mondbeere von uns will in der nächsten Folge. Danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann tut mir nicht vergessen, einen Kommentar. Und bis in die nächste Folge. Danke vielmals und ciao.